Ja, wie ein König haben sie ihn empfangen. Mit Palmwedeln in den Händen, die Kleider wie ein roter Teppich ausgelegt. Hosianna, dem Friedenskönig. Der Abend vor dem Passafest ist herbeigekommen. Ein gemütlicher Abend sollte es werden. Stattdessen, ich werde sterben. Einer unter euch wird mich verraten. Ja, auch du, Petrus, wirst mich 3-mal verleugnen. Und diese anderen Worte über Brot, über den Kelch mit Wein. Nach dem Mahl der Weg durch die Dunkelheit in den Garten. Jesu Herz ist voll und er möchte zu seinem Vater beten. Die 3 Jünger, die er zu seinem Schutz mitnimmt, versagen und schlafen ein. Wenigstens weckt der Tumult sie auf, als die bewaffneten Soldaten in den Garten stürmen. Der Kuss, ein Handgemenge, eine Festnahme. Jünger auf der Flucht. Für Jesus beginnt der Weg von Pontius zu Pilatus. Jesus vor Pilatus. Nun soll das Urteil gesprochen werden. Worte zu seiner Verteidigung fallen nicht. Etwas anderes wird fallen, sein Todesurteil. Ausgesprochen vom aufgewiegelten Volk. Doch erst einmal heißt es Häme, Folter, Verschmähung, Königsmantel und Dornenkrone. Jesu schwerer Weg ans Kreuz steht bevor. Schwer ist nicht nur der Weg, sondern auch der Kreuzbalken, den er aus eigener Kraft auf den Hügel Golgatha schleppen muss. Jesus, in deiner schlimmsten Not am Kreuz bist du noch für andere da. Dein Kreuz erinnert uns daran, wie sehr du uns Menschen liebst. Du warst bereit, für uns zu sterben. Danke, dass die Liebe stärker ist als der Tod. Einen Neuanfang erlebten auch die Frauen am Ostermorgen. Eben noch Trauer, Schmerz und Leid auf ihrem Weg zum Grab, um den Freund zu salben. Nach dem Schreck die Erkenntnis. Jesus lebt, er ist auferstanden. Die Liebe war stärker als der Hass. Das Leben hat den Tod besiegt.